Aber es ist so cool, ich bin so froh, kann ich in einer Kirche dabei sein, die sich bewegt, wo etwas läuft, wo es echt im Gebälk wie ein bisschen aufblasen und dann da wieder. Es ist einfach der Hammer, es ist wirklich der Hammer. Und darum, es braucht einfach so mal wieder, bam, zu zeigen, wir sind eine Bewegung, wir gehören zu einer Bewegung und wir laufen in dem hinein. Halleluja. Und das ist genau der Punkt, wo wir auch heute Morgen miteinander ein bisschen anschauen. So das Thema Next Steps. Eine nach dem anderen. Wir als Kirche sind natürlich dran, das haben wir jetzt gehört, aber es geht auch um den persönlichen Next Step. Was kannst du und ich so miteinander machen und was für Voraussetzungen braucht es da dazu, um überhaupt einen Next Step in deinem Leben hineinzumachen? Und so ist der Titel eigentlich von der heutigen Predigt Next Step ist Vertrauenssache. Es geht fest auch um Vertrauen. Und gell, wenn ihr das bei uns hört und denkt, ja, das ist jetzt eine neue Kultur da in der GVC, seit 3-4 Jahren machen sie das und Zeug und Sachen, aber come on, mein Papi hat mir schon gesagt, mach mal etwas, sonst wird nichts aus dir. Oder? Und ich höre Väter sagen, hey, von nichts kommt nichts, mach mal. Sei ein guter Schüler. Ich meine, sorry, guter Schüler, okay. Ich habe heute schon meinen grössten Bock geschossen, oder? Als Legastheniker. Ich hatte einen kleinen Auftrag gehabt. Seht ihr da, 365. Ich muss 6 Plakate aufhängen, 365. Wie hängt der Legastheniker auf? 356, oder? Weil ich schreibe es ja so, wie man es sagt. Jetzt hängen alle verkehrt, also sie haben mich dann gerettet im Welcome-Team und haben das nochmal umdingselt, oder? Aber ja genau, oder? Und wie kommst du denn so durch die Schule? Wie kannst du denn so am Papi gefallen und ein guter Schüler sein? Aber ich habe es gemacht und wenn ihr ein Konzept von mir leset, das sind etwa 1 Million Next Steps, damit das so da ist, wie es dort ist. So ohne Fehler, so gut. Meine Frau korrigiert es manchmal noch. Nein, nicht immer. Aber ich bin schon viel besser geworden. Ich bin eigentlich schon viel besser geworden. Aber das ist nur, weil ich dranbleibe. Deutsch finde ich kann ja nur Deutsch, also ein bisschen Englisch noch, aber schreiben kann ich wirklich nur Deutsch. Und dann ist das so mühsam, wenn du das immer falsch schreibst. Das ist die einzige Sprache, die du kannst und die kannst du nicht mal schreiben richtig, oder? Aber du brauchst so viele Next Steps, kleine Schritte, die du machst, oder? Und ich habe gemerkt, das ist ein Lebensthema. Das ist ein Lebensmotto. Unsere Kugel funktioniert so, ich muss den nächsten Schritt machen. Das ist ein Gesetz, das irgendwie auf dieser Kugel so einfach verankert ist. Und wir haben denen jetzt 3 Farben gegeben, diesem Motto, und gehen so durch. Und wenn du jetzt denkst, ich gehe in die Kirche, und dann ist gut. Ja, nein, Jesus sagt, folge mir nach. Ja, und ohne mich zu bewegen, kann ich ja niemandem nachfolgen. Also machen wir auch dort den nächsten Schritt. Jesus sagt, folg mir nach. Schritt für Schritt. In meinem Tempo, in deinem Tempo, so wie Gott das für dich parat hat. Und den Vers habe ich euch natürlich auch wieder mal mitgebracht. Der Matthäus 4,22 ist so ein Klassiker. Und sofort, nachdem Jesus das gesagt hat, sofort, ich muss mir das vorstellen, zack, ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und zogen und folgten Jesus. Ich meine, da fehlt für mich ein Vers, oder? Und Vater schimpfte hinterher und so, oder? Ich meine, sofort. Zack, ciao Papi! Und dann machen die nächsten Schritt. Ich meine, ich habe natürlich ein bisschen geschaut und das ist mega cool, dass ein Rabbi kommt und deinen Sohn mitnimmt, oder? Der Papi von denen, der ist nachher ins Dorf geblufft und gesagt, hey, mein Sohn, der ist mit dem Rabbi unterwegs. Also darum gibt es den Vers nicht, oder? Aber so gefühlt habe ich gedacht, okay. Ja, und dann sind sie dem Jesus nachgerannt. Oder nachgelaufen, sind mit ihm gegangen, Schritt für Schritt, dort wo er war, sind es auch sie, sind noch mehr Leute dazugekommen und irgendwann kommt der Punkt, wo Jesus Christus gestorben ist. Und das ist so gut, weil er ist ja gestorben als einfach reine Person. Einer, der einen ganzen Rucksack, einen leeren Rucksack dabei hatte, damit ich meine Lasten in seinen Rucksack hineinfühlen kann. Und er ist gestorben und das war sehr gut gewesen. Und es ist noch viel besser gewesen, dass er wieder auferstanden ist. Weil dort kann ich denken, also wenn jemand den Tod durchbricht, dann hat er ja auch Autorität. Und wenn er sagt, hey Elias, wenn du da glaubst, dann nehme ich dich auch aus dem Tod raus, dann kann ich sagen, also ich glaube, er hat es ja schon vorgemacht, also traue ich ihm und gehe weiter. Und Jesus ist auferstanden und ist vor seinen Jüngern in den Himmel hochgefahren. Das ist so gut. Das Beste, das ist das ist einfach einzigartig. Oder? Da habe ich schon darüber predigt. Gehen wir weiter. Aber nachher sind sie allein gewesen. Da sind sie allein gewesen. Ja, kein Jesus mehr. Wem laufst du denn jetzt hinten rein? Zum Glück sind die 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen und haben können lernen. Wie macht das Jesus? Wie hat er und so? Da haben sie es angefangen aufschreiben und so weiter. Und da merkst du aus dieser Nachfolgebewegung, Jesus nachfolgen, ist eine Bewegung geworden
Ziemlich schnell, wenn du das Neue Testament lesest, merkst du, folgst eben nicht nur Jesus nach, sondern eben auch den Apostel. Die Apostel haben gesagt, ich weiss, wie Jesus gelebt hat, ich habe ja mit ihm gelebt, haben zum Teil Briefe geschrieben, dann haben sie, die Jünger, die dann neu zum Glauben gekommen sind, haben die Apostel gesehen, sich die als Vorbild genommen, dachten, wow, der und so, oder? Haben noch gelesen, wie Jesus gelebt hat und sind dann diesen Aposteln ein Stück weit auch nachgelaufen. Also Nachfolge ist so ein Thema, da kommst du einfach nicht drum herum. Und dann schreibt das zum Beispiel der Paulus seinen Korinther, oder? Der schreibt das, seid meine Nachahmer. Also ihm, am Paulus sollen es nachfolgen. Wie auch ich Christus nachfolge. Merkt ihr, das ist so ein, Paulus folgt Jesus, ich folge Paulus und so weiter, oder? Und das könnte ich jetzt da weiterschauen, oder? Wer ist denn am Paulus nachgefolgt? Der Silas. Oder? Der Silas ist mit dem Paulus. Und dann haben wir noch den Timotheus, der ist auch mit dem Paulus. Aber das sind beides mal Gemeindeleiter geworden. Und dann sind Leute aus diesen Gemeinden sind dann quasi am Timotheus und dem Silas nachgelaufen. Und der ist dem nachgelaufen und der dem 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 und dann ist der Johannes wieder gekommen. Also einfach, ich habe jetzt ein bisschen gekürzt, die Kirchengeschichte, zack, oder? Und wem bin ich nachgelaufen? Ja, am Johannes Wirt, weil es noch cool ist, so in einer Bewegung, oder? Also, ihr wisst so, das ist so das Nachfolgeprinzip, das Next Step, so Schritt für Schritt für Schritt, oder? Und genau so ist das. Und er schreibt es zum Beispiel, der Thessalonicher, heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Also das heißt, die Thessalonicher, die sind dem Paulus hineingelaufen und aber auch Jesus, eben das Miteinander, dem hinein. Indem ihr das Wort in viel Bedrängnis, das Wort, das Evangelium, das, was ich vorher erklärt habe, Jesus Christus, gestorben für unsere schweren Lasten, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, jetzt in der Fürbitte für uns parat. Oder wenn du das annimmst, dann wirst du automatisch, kommst du in die Jüngerschaft hinein, in die Nachfolge hinein. Das ist so, sowohl als auch. Oder so quasi, ich kaufe das und das gibt es dazu, irgendwie so. In viel Bedrängnis, bei denen ist es noch schwierig gewesen, das anzunehmen, mit Freude des Heiligen Geistes, also haben wir dort auch schon aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zum Vorbild geworden seid. Also die Thessalonicher sind dem Paulus nachgelaufen. Paulus ist, also ihr habt es begriffen, bis zum Johannes Wirt, bis zu mir und so weiter. Kapiert, ist gut. Gehört haben sie es von den Aposteln, gelesen haben sie es in diesen Briefen und dann haben sie nächsten Schritt gemacht. Schritt für Schritt für Schritt. Und wie ist denn das heute? Heute habe ich ein neues Testament. Ich kann es dort nachlesen. Ich habe 4 Evangelien, wo ich Jesus schauen kann. Wie hat es denn er gemacht? Wie hat er gebetet? Wo ist er hin? Hat er Stille gemacht? Nicht? Was hat er für das Gebet gesprochen? Welche alles? Was ist ihm wichtig gewesen? Ich habe die Apostel, also ich habe sogar eine Apostelgeschichte und dann die einzelnen Briefe, ein Ding. Also wir sind eigentlich noch gut ausgerüstet so, für Next Steps und für die Jüngerschaft, oder? Und es ist der Aufruf, geht ja dann ein Stück weit auch an dich und an mich. Hey, nimm mich zum Vorbild, so wie ich Jesus nachgefolgt bin. Und so sind wir eigentlich so in dem Next Step hinein. Die Frage ist eigentlich schlussendlich nicht, ob mir nachfolgen, sondern wo wir den nächsten Schritt machen und wohin denn die nächsten Schritte gehen. Es ist ja so, ich muss euch enttäuschen, aber jetzt sind ihr enttäuscht. Jetzt wisst ihr das, wie es ist, Nachfolge. Wo machen wir den nächsten Schritt? Das ist immer unser Thema und darum haben wir es als Kirche ein Stück weit auch als unsere Kultur genommen. Gesagt, hey, wir müssen da nicht super viel Kurs machen wir ja auch ein Stück weit, aber eigentlich Grunddings von deinem Herzen ist es, hey, wo machst du den nächsten Schritt? Wo ist es gerade dran? Und ich habe da natürlich meine Zeichnungsding wieder mitgenommen. Kann ich euch das gerade ein bisschen aufzeichnen? He? So, 3 Schreiber im Sack. Machen wir mal da oben. Es gibt am Schluss eine Pyramide mit Knöpfen, Dingseln. Oder Next Step. Oder die
gehen raus. Das ist so ein bisschen, wow, vielleicht ein bisschen das Zentrum, sieht noch gut aus, oder? Und dann gibt es da die verschiedenen Bereiche, wo man ja könnte Next Step machen, oder? Wo da so rausstrahlen. Da haben wir irgendwie Gesundheit oder den Lebenswandel, oder? Da hätten wir Glauben. Was haben wir noch? Arbeit und Beziehungen. Das kürze ich jetzt ab. Zack, bumm. Also, seht ihr, wir haben da ganz viele Möglichkeiten und wir können Schritt für Schritt Next Step machen. Aber eben, es hängt ein bisschen in der Luft. Wir haben gedacht, oder ich habe mir dann überlegt, gut, die Next Steps, die müssen ja irgendwo gestützt werden. So ein bisschen, warum mache ich jetzt das und wohin geht es? Und dann ist mir ein Gedanke gekommen. Und ich habe mir so überlegt, eben siehst, ich habe euch jetzt ja gesagt, wir machen Next Step mit dem, dass wir zum Glauben kommen. Das ist sowohl als auch, so 2 für 1. Und das tut mir ja nicht noch, Next Step finden wir nicht in der Bibel, also kein biblisches Wort. Also, das heisst nicht, dass das unbiblisch ist, aber das Wort Jünger ist dort drin. Oder Nachahmer, haben wir schon gelesen, schreibt der Thessalonicher. Also wenn ich ein Jünger werde, laufe ich ihm nach, ich folge Jesus Christus nach. Und dann sind wir Nachahmer und Jünger von Jesus. Also, das steht oft in der Bibel. Und wenn ich ein Nachahmer bin, dann verbringe ich ja die meiste Zeit mit dem, wo ich eigentlich nachlaufen will. Oder? Ich verbringe also fast meine meiste Zeit mit Joni und der Steffi im Büro. Oder? Also, und das färbt im Fall ab. Und es färbt gut ab. Und ich finde mal, da laufe ich hinein rein. Oder? Ich verbringe viel Zeit mit denen. Und das ist so das Nachlaufen. Oder? Dann aber sagt die Bibel noch, also ich habe da, den Vers haben wir ja gelesen, dann geht die Bibel noch ein bisschen weiter. Es ist ja nicht nur das Nachlaufen, sondern die Bibel sagt auch, hey, ihr seid Kinder Gottes. Oder? Also es gibt dann schon noch mal ein bisschen mehr Identität als nur aussendurch mit dem Tun, sondern es geht auch tief ins Herz und sagt, hey, ich gebe dir Kindschaft, ich gebe dir Zugehörigkeit, ich gebe dir eine Familie und eine Heimat. Oder? Und das lesen wir im Johannes, 1. Johannes 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das kennen wir auch. Und das ist so gut, dass wir Kind haben und Kind dort drinnen sein. Aber mit wem sind Kinder am meisten zusammen? Ja, mit der Mami und dem Papi. Die verbringen doch so viel Zeit mit Mami und Papi und schauen, wie macht er. Also da probiere ich auch so das Büchsen aufzutun oder was auch immer. Die schauen ja alles ab. Und so verbringen die meiste Zeit, die Kinder verbringen die meiste Zeit mit ihrem Vater. Nachfolger verbringen die meiste Zeit mit ihrem Vorbild, das sie sich nehmen. Und die Bibel geht noch ein bisschen weiter. Wir sind nicht nur Kinder, sondern wir sind auch Freunde von Gott. Gott sagt, hey, du bist mein Freund, du bist nicht mehr mein Sklave. Es interessiert mich nicht nur, was du machst, sondern ich will dein Herz, du bist mein Freund, ich will eine Herzensbeziehung. Kann ich euch belegen? Steht auch da, Johannes 15,15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Wow, und das gilt für dich im Fall auch, weil du hast ja die ganze Bibel, alles, was Jesus wichtig ist, was er gesagt hat, ist aufgeschrieben und ist für dich parat zum Lesen. Und das ist das, wo Jesus sagt, hey, genau, du bist mein Freund, hey, ich will freundschaftlich mit dir unterwegs sein. Gut, wir haben Nachfolger, die sind mit ihrem Vorbild unterwegs. Wir haben Kinder, die sind mit ihrem Vater unterwegs. Wir haben Freunde, die sind mit ihrem Freund unterwegs. Also eigentlich all das führt dich an einen Punkt her, dass du mit Gott möglichst viel Zeit verbringst. Weil wenn Gott dein Vater ist, wenn Gott dein Vorbild ist oder Jesus dein Vorbild ist und du der Freund bist von Jesus oder in diesem Bild gesprochen, dann verbringen wir doch möglichst viel Zeit mit Gott. In der Nachfolge und. Und das führt uns an einen Punkt. Alltäglicher Glauben. Alltäglich. Jeden Tag mit Gott unterwegs zu sein. Und darum haben wir das ein Stück weit auch an das Jahresthema gewählt. Weil wir wollen ja das. Wir wollen viel Zeit mit Gott verbringen. Oder sagen wir es mal so, wir lassen ihn in unseren Alltag hinein.
Weil wir ihm vertrauen. Er ist ja unser guter Freund. Er ist unser Vater. Wir lassen ihn in den Alltag hinein. Früher war das einfach, oder? Wenn du mit dem Paulus unterwegs warst, dann hast du was gemacht? Du bist viel gelaufen. Du bist mit dem Schiff unterwegs und du musst schauen, dass das Schiff auch überlebst, oder? Weil du hast ein paar Mal abgesoffen und dann hast du ans Land schwimmen und so. Das ist ja noch abenteuerlich und so weiter, oder? Dann hast du Feuer machen, dann hast du Holz gesucht, dann hast du gegessen, dann hast du als Zeltmacher irgendwie mitgemacht, oder? Du hast im Gefängnis gehockt, du hast Verfolgung erlebt und. Heute, im alltäglichen Leben, mit Gott unterwegs zu sein, ja, was heisst das? Mit der Bibel, dort ist ja das aufgeschrieben. Mit dem Heiligen Geist, der in uns redet zu uns, der uns aufmerksam macht. Und dann ist es halt beim Abwaschen, beim Putzen, was habe ich alles aufgeschrieben, beim Glätten, beim Kochen, beim Mails schreiben, beim Organisieren, Termine planen, beim Schaufeln, wenn man mal im Garten schafft, Zug fahren, Auto fahren, oder? Da bist du immer in das hinein, deinen Gott reinlassen. In dem Autofahren, mit deinem Freund nebendran unterwegs zu sein. Beim Schaufeln zu überlegen, mit Gott unterwegs zu sein. Dann vielleicht bist du am Leute führen, zu überlegen, wie macht das Jesus, was soll er jetzt und wie sollte ich, mit Kind, Familie, Sport, Verein. Das ist dein Alltag, dort drin hinein. Wenn wir doch Gott lassen. Dort will er doch hin, weil er unser Freund ist. Wir will Zeit mit ihm verbringen, dann bringe ich ihm meinen Alltag oder ich lasse ihn irgendwie da drin hinein. Und da hören wir noch einiges dazu. Da kommt eine ganze Serie, wo wir das vertiefen können als Kirche. Wie ist das, Gott im Alltag haben? Ein Beispiel möchte ich euch noch geben. Ich bin jetzt neu Mitglied in einem Fitnesscenter. Ja, das ist so ein schlechtes Gewissen-Mitglied, oder? Das geht nur bis Ende Januar. Dann ist ja wieder gut, oder? Ja, da lachen ihr jetzt. Aber wisst ihr was? Ich habe da irgendwie 15 Maschinen, die ich machen muss, oder? Wo ich da und all das so, oder? Man merkt es schon ein bisschen. Aber ich habe mir jetzt Glauben im Alltag, das ist immer noch das Thema, von lauter Witz und so, dass ihr es nicht vergessen, oder? Und habe ich mir vorgenommen, weißt du was? Bei der ersten Übung, oder nein, sagen wir so, ich bete bei jeder Übung, wenn ich von Maschine zu Maschine laufe, bei jeder Maschine bete ich für jemanden oder für etwas, für Kielen oder ja, Joni, du bist auch bei dem da bist du. Ja, ist so. Aber das ist Gott im Alltag drin haben, oder? Und die ersten 3 Übungen, dort habe ich nur mich drin. Weil bis ich eben, weißt du, ich meine, sorry, ich habe mich selber überlisten. Die ersten 3 Übungen bin nur ich. Weil bei der ersten Übung schießt es mich noch so an. Da denke ich gar nicht an das Betten, oder? Bei der zweiten auch nicht. Bei der dritten denke ich, ich will ja auch noch betten. Und dann geht es. Und ab der 4. kommen dann andere da. Und das habe ich mich so, oder? Das ist Glauben im Alltag. Ein Stück weit, ein kleines Beispiel. Und so verbringe ich den Alltag mit Gott. Ich bin sein Jünger, ich laufe mit ihm durch das Fitnessstudio durch. Dann sage ich manchmal noch da die krassen Typen dort und so, oder? Und so ist das so, dass wir eigentlich, so ist es einer der wichtigsten Next Steps, dass wir Gott in den Alltag hineinlassen. Dass wir das aufnehmen. Ich bin sein Freund, er ist mein Vater. Und ich bin sein Kind und ich bin sein Nachfolger, dass das in den Alltag hineinrutscht. Und das ist nämlich nicht so, dass wir jetzt da, so eine Next-Step-Wolke haben, wo wir irgendwie so ein bisschen quasi drüber schwätzen und sagen, ui, ja, das müsste man noch und überhaupt und so. Sondern wir sagen dann, hey, nein, das muss auf etwas stehen. Next Step muss auf etwas stehen. Und wir stehen nämlich, oder ich sage, die Next Step stehen auf einer zweiten Säule. Und zwar ist das Glauben im Alltag. Versteht ihr? Wenn ich Gott nicht im Alltag habe, wie will ich dann überhaupt Next Step machen? Darum will ich nicht nur über Next Step reden, wo so, was mache ich jetzt als nächstes, sondern ich will eigentlich auch schaffen, dass der Glaube bei euch in den Alltag hineinkommt. Und darum ist auch das Thema gewissermaßen da, dass wir da reingehen, dass das eine gute, gesunde Beziehung gibt mit Gott im Alltag. Und er mit seinem Heiligen Geist oder mit seinem inspirierten Wort wird dir schon zeigen, wo denn da deine Next Steps sind. Da habe ich volles Vertrauen, das ist dann sein Job. Aber dafür Werbung machen, dass ich ihn in meinen Alltag hineinlasse, das will ich machen heute Morgen. Aber jetzt gleich nochmal ehrlich. Wer lässt du wirklich in deinen Alltag hinein?
Oder mal anders gefragt, wer lässt mit dem Auto fahren? Mit meinem neuen, den ich vielleicht mal irgendwann kaufen will. Oder mit ihm? Ja, das muss schon jemand sein, also ich gebe es nicht jedem. Oder in dein Haus rein. Nicht jeder. Oder dann muss er die Schuhe abziehen und weißt, irgendwie so durch den Scanner durch. Oder sagen wir es mal so, wem würdest du deine Tochter anvertrauen? Dem müsstest du schon vertrauen. Ich meine, das ist ein Schnuderi mit 20, oder? Und der nimmt jetzt deine Tochter mit in den Ausgang. Puh. Oder? Also bei mir war es so. Oder? Und dann musst du sehen, du lässt doch nur Leute rein oder gibst ihnen deine Sachen oder vertraust ihnen etwas an. Eben anvertrauen. Das ist, wenn du ihm vertraust. Ich, ehrlich gesagt, lasse nur Leute in meinen Alltag rein, in mein Leben hineinreden, wo ich vertraue. Das ist der Punkt. Darum, Next Steps sind Vertrauenssache. Wem vertraust du? Wer lässt du in deinen Alltag hinein? Und Vertrauen heisst, so ein bisschen per Definition, Vertrauen ist die sichere Erwartung, dass man sich auf jemanden, in unserem Fall wäre das Jesus oder das Evangelium oder so, oder etwas verlassen kann. Ich will mich auf etwas verlassen. Und darum will ich euch sagen, vertraut Gott und lasst ihn in euren Alltag hinein. Damit der Alltagsglaube kann wachsen, dass dort drin eine Beziehung mit Gott entsteht. Und ich werde jetzt ganz kurz ein Beispiel machen. Jetzt alle so ein bisschen die Augen zu und überlegt sich, ob ihr mir vertraut. Jetzt habt ihr 2 Knöpfe, ja, nein. Drückt einen, zack, gut. Alle, die mir vertrauen, heben die Hand auf. Next Step hat die Hand auf. Doch, Seppa. Also ich nehme es nicht persönlich, wenn du jetzt nicht aufstreckst, oder? Gut, wenn du mir vertraust, machen wir einen Next Step, wir stehen auf. Genau, jetzt Next Step. Joni, nein, ich sehe es. Vielleicht sollte ja ich die Augen zumachen, nicht ihr. Na gut. Okay, Next Step, ihr lauft in den Gang rein. Wenn ihr mir vertraut. Kann ich dann bitte das Mikrofon noch haben? Nur so, dass es ein bisschen schwieriger wird. Danke. Also in den Gang reinlaufen. Ja, macht, komm. Und dann führen kommen. Der nächste Schritt ist führen kommen. Wow, hey, so viele Leute vertrauen. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Hey, wow. Ja gut, das ist jetzt chaotisch. Ich habe nicht gedacht, dass so viele mir vertrauen. Ja gut, also ich hätte euch eigentlich auf die Bühne rauf bitten und noch ein bisschen Angst machen mit dem Mikrofon und so. Und hätte euch auch, für die, die gekommen wären, habe ich sogar noch Schöckeli, oder? Ich mache es jetzt einmal so. Ich gebe, da mache ich auf. Und alle, die nicht mehr auf Weihnachtsdiät sind, kannst du mal ein bisschen verteilen. Hey, danke vielmals, sind aufgestanden. Also ich vertraue auch vielen von euch. Wow, ey, das ist jetzt... Wow. Ja, jetzt muss ich nicht mehr ins Fitnesscenter. Jetzt bin ich gerade ein bisschen gewachsen überall. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Nicht mehr. Genau. Wow. Also das heisst, ihr habt mir vertraut, oder? Ihr habt mir vertraut und sind sogar bis auf die Bühne gekommen. Und das ist genau das, wo da der letzte Ding ist, oder? Wenn das Vertrauen auf Gott da ist, dann machen wir den nächsten Schritt und lassen ihn in den Alltag hinein. So wenn ich euch auf die Bühne gelassen habe oder umgekehrt ihr auf die Bühne gekommen sind, weil ihr gesagt habt, ich vertraue Elias. Und das ist genau das, was ich denke, wo der wichtige Schritt ist. Wir sagen, wir möchten gerne Jesus Christus vertrauen und ihn in unser Leben hineinlassen, in unseren Alltag hineinlassen. Und aus dem heraus werden dann die nächsten Schritte rauskommen. Und zum Gott vertrauen müssen wir positiv über ihn denken. Müssen wir positiv über ihn denken. Und ich laufe doch nur jemandem nach, den ich vertraue. Und ich denke wirklich positiv von der Steffi. Und vor allem, wenn sie in London ist
und ich keinen Plan habe von Geografie in London und sie sagt, da müssen wir durch, zack, dann denke ich, hey, Steffi, die weiss wir durch, zack, hinten rein, oder? Und das ist genau das. Das hat immer gestört, also ich bin ja wieder heimgekommen auch, oder? Also. Oder? Und das ist das. Ja. Und in der Einleitung habe ich doch kurz erzählt, von wegen, die Eltern sagen dem Kind, mach mal etwas, tu mal etwas, wird ein guter Schüler und so weiter. Und das könnt ihr lang machen als Eltern. Wenn die Kinder euch nicht vertrauen, machen sie das nicht. Oder sie machen es nur manchmal. Also das ist jetzt so ein bisschen, gell? Ihr wisst das noch besser als ich, aber das ist so eine Sache, eine Vertrauensbasis zu deinen Kindern zu haben, dann laufen sie dir auch nach. Manchmal. Teenager sind jetzt so ein bisschen, oder? Aber eigentlich, Teenager sagen nur mal zu dir, aber denken, genauso wie der Papi will ich auch mal werden, oder? Und das ist ja das Coole. Die müssen das üben, das rebellisch sein und auch mal eigene Meinung. Das ist auch richtig, das ist der Weg zum Loslassen. Aber insgeheim denken sie, mein Papi, ich vertraue dem voll. Und so wie der will sehen, will ich dann auch mal sein. Einfach auf meine Art. Und das ist so gut, oder? Wenn ihr jemandem vertraut, dann lasst ihr den in euer Leben hinein. Und so gibt es quasi einen Kreislauf vom Vertrauen. Und zwar, wir haben ja vorher gesagt, wir verbringen Zeit mit meinem Freund, mit meinem Vater und mit meinem Vorbild möchte ich möglichst viel Zeit verbringen. Und durch das, dass ich viel Zeit mit jemandem verbringe, oh, jetzt habe ich es genau falsch gemacht, wächst ja mein Vertrauen. Oder? Wo Joni und Steffi neu dazugekommen sind, dachte ich, was sind das für zwei? Ich habe zwar viel Gutes gehört, aber, oder? Nach einem Jahr völliges Vertrauen. Weil wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, dass man einfach muss sagen, hey, ja, genau, ich gehe den Weg mit denen, die gehen den guten Weg. Die nehme ich mir zum Teil sogar als Vorbild und, oder? Also nicht nur zum Teil. Und dann, zack. Oder dann kommt da ein Kreislauf. Und durch das, dass ich glaube, oder den Glauben im Alltag habe, passieren viele gute kleine Sachen. Wenn ich Gott vertraue im Alltag und ich ihn dort reinlasse, in mein Fitnesscenter, ich meine, ich habe schon recht cooles Zeug erlebt, in dem, wo ich gebetet habe, oder wo du Gott in deinen Alltag hineinlässt. Und die guten Sachen, die schreiben wir nämlich auf. Und darum haben wir auch so ein cooles Büchlein bekommen, das letzte Mal verteilt. Wer noch keine Sätze hat, bitte eins mitnehmen. Weil wir wollen ja, dass wir das Gute nicht vergessen. Durch das, dass wir mit dem Vertrauen Zeit mit Gott im Alltag verbringen, passieren ein Haufen gute Sachen. Die schreiben wir wieder auf, für dann, wenn es Dürrezeiten ist. Wenn es dir nicht gut geht. Damit das Buch wieder auftun kannst und dann kannst du sagen, hey, schau mal, das hat Gott mit mir gemacht, das hat Gott mit mir gemacht. Wow, so gut, oder? Dann stärkt das wieder das Vertrauen. Und darum ist das der nächste Vers, den ich bringen will. Das ist eigentlich ein einfacher aus dem Psalm und ihr kennt den sicher. Preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Durch das, dass ich Gott kann vertrauen kann, nehme ich ihn mit in den Alltag hinein. Jetzt muss ich mein Bild anschauen. Irgendein Pfeil fehlt noch. Ah ja, blöd, ist ja ganz einfach. Da ist dann wieder das Vertrauen, das wächst. Und da ist dann ein positives Gottesbild. Dass das etwas stimmt. Wenn er sagt, du bist mein Freund, du bist mein Vater, mein Kind, dann glauben wir das, weil wir Zeit mit ihm verbringen und nachher durch Vertrauen kommt das wieder da drin hinein. Und das ist so etwas Gutes und so einen guten Kreislauf, wo wir haben in unserem Leben hinein. Und daraus raus, wenn der Kreislauf anfängt zu laufen, dann sind die Next Steps. Ich meine, da stehen wir Schlangen dort hinten, am Next Step Desk, oder? Wie wir da Schritt für Schritt gehen. Und anfangen tut es eigentlich damit, dass wir Gott einmal vertrauen. Dass wir sagen, hey ja, also gut, heute ist der Tag, wo ich glaube, dass Jesus Christus meine schweren Lasten in seinen Rucksack hinein kann tun und das auf sich nimmt. Das vertraue ich jetzt. Und dann verbringe ich ja Zeit mit dem Gott. Ich will ja wissen, was das für ein Jesus ist. Lese mal das Evangelium und dann fange ich an, Zeit mit ihm zu verbringen. Und dann kommt der Glaube in den Alltag durch die guten Erlebnisse, wächst wieder Vertrauen und so weiter und so fort. Ist das der Kreislauf, den wir miteinander haben. Und die führen automatisch auch zum nächsten Schritt in deinem Leben hinein.
Und da müssen wir einfach ein positives Gottesbild haben. Er als Versorger, er als guter Hirt, er als mein Vater, meine Mutter, könnte man auch sagen. Er als Friedefürst, als Lastenträger und als Retter. Das ist der Kreislauf vom Vertrauen, wo in den Alltag hineingeht. Ich persönlich vertraue dem himmlischen Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und darum lade ich ihn in meinen Alltag hinein, sogar in mein Fitnesscenter. Dass er all die Gewichte kennt, die ich herumstebe. Dass er das weiß. Und ich suche ihn sogar extra noch. Ich will eigentlich noch viel mehr von ihm. Ich gehe extra in die Stille und hoffe, dass er mich da irgendwo küsst und mir begegnet und sagt, hey, come on, ich will noch viel mit dir fahren in deinem Alltag hinein. Ich lade ihn da und ich gehe hin. Und die Bibel redet davon im Hebräer, wo er sagt, darum werft euer Vertrauen, Glaubensmut nicht weg, welcher eine große Belohnung hat. Die Belohnung von dem Kreislauf sind die nächsten Schritte, wo dein Charakter Schritt für Schritt kann wachsen, verändert werden. Und wenn du auf dem Kreislauf unterwegs bist, dann ist es gar nicht so, oh, ich habe mich mega anstrengen und jetzt habe ich es endlich geschafft. Sondern merkst du, ich verändere mich einfach. Ich bin plötzlich so nett zu allen. Oder ich teile das, was ich habe. Oder ich hänge nicht mehr an dem oder an diesem. Und das ist so ein guter Weg, da hineinzugehen. Und darum die Grundlage von Next Step ist ein positives Gottesbild. Ihn als Versorger zu sehen, hilft dir, nächste Schritte in der Arbeitswelt zu machen. Ihn als Friedensstifter zu sehen, hilft dir ein Stück weit, bei kaputten Beziehungen zu vergeben oder auf jemanden zuzugehen. Ihn als guten Vater zu sehen, hilft, dass du kannst in deiner Kindheit zu Gott wachsen. Das Annehmen, die Liebe können annehmen, wo die Bibel ja immer davon redet. Und ihn als allmächtigen Gott zu sehen, das hilft, dein Schicksal in seine Hände zu legen, dein Leben herzulegen und zu sagen, nimm's. Er ist allmächtig und er ist ein guter Vater. Und ohne das positive Gottesbild wird der Glaube im Alltag zum Krampf. Und Next Step werden mühsam. Aber ich kann nicht mehr so durch den Kreislauf sagen, jawohl, ich will das. Ich gehe den Weg. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, bei allem Lässigen, was wir jetzt da miteinander schon geschwätzt haben und gelacht haben, möchte ich dich heute Morgen herausfordern. Ja zu sagen zu Jesus Christus. Wenn du noch nicht in dem Kreislauf bist, wenn du noch nicht irgendwie weißt, wer Jesus ist oder denkst, das ist neu für mich, ich will das aber. Ich will doch auch jetzt dazugehören. Ich will auch einen Vater und ich will Gott auch als meinen Freund haben. Ich will auch können mich verändern mit dem nächsten Schritt. Dann fordere ich dich raus, heute Ja zu sagen. Zu Jesus Christus und zu Gott, der sagt, ich bin dein Vater und ich habe dich im Fall lieb. Wie mein Kind habe ich dich lieb. Wie mein Erstgeborener. Und ich werde mich sorgen um dich und ich werde mit dir mitgehen. Und zu dem können Ja sagen. Und das festzumachen. In einem Gebet vielleicht, wo du sagst, für dich. Aber cool wäre es, wenn man das zweite oder das dritte das könnte machen. Vielleicht mit dem, wo du da bist. Ich sage, jawohl. Hey, komm, bett mit mir. Oder da hinten haben wir ein Gebetsteam, das nur wartet darauf, dass sie dürfen beten. Und ich habe sowieso das Gefühl, das sind die, die noch nicht so viel zu tun haben damit, oder? Also die sollten mal so, wow, oder? Dass wir strömen alle dorthin und fühlen uns mit Gebet und sagen, wow, was machen wir und so, oder? Ich meine, die mit den Kids, die sind jedes Mal recht gestresst nach dem Gottesdienst, oder? Die haben viel zu tun, oder? Halleluja. Aber da hinten, da dürft schon noch ein bisschen rappeln. Hey, und wenn du da bist und sagst, yes, ich will den Jesus oder ich will den neu. Vielleicht hast du ja schon mal Ja gesagt und willst nochmal neu. Ich mache es nochmal fest. Ich will in den Kreislauf, ich will Gott vertrauen. Und dann sag Ja. Und ich fordere dich raus. Ich fordere dich raus, Nein zu sagen. Dort, wo du glaubst, dass Gott nicht gut ist. Das ist gelogen. Das sind Lügen, die den Kreislauf kaputt machen. Das ist wie Sand im Getriebe. Nein, Gott meint es gut mit allen, aber mit mir nicht.
Ja, Gott redet zu vielen Leuten, ja, aber zu mir nicht. Ja, so einen guten Papi ist Gott gleich nicht. Also für mich hat er, glaube ich, vergessen. All die Lügen. Zu denen müssen wir schrittweise Nein sagen. Damit wir die aus unserem Leben rausbekommen. Weil die machen nämlich genau das, dass der Kreislauf in den Alltag hineinlässt und Gott vertrauen, die machen den so kaputt. Und bringen den ins Stocken. Gott ist dein Versorger. Jawohl, er versorgt dich. Und wenn man gut über Gott denkt und dann in den Alltag hineinlässt, und so sage ich, sagt Nein, dort, wo eure Lügen immer wieder beschäftigen. Und ich habe auch solche in meinem Leben. Ich bin ja nicht, wow, ich habe alles, oder? Ich war gerade letzte am Freitag in so einer Ausbildung wieder und dann geht es erzähl. Und meine Seele übertölpt mich immer noch. Und denkt, du bist wertlos, Elias. Und jetzt, ich meine, sorry, so viele Leute vertrauen mir, oder? Das stimmt einfach nicht, aber meine Seele glaubt es doch noch. Und jedes Mal, ich sage euch, jedes Mal, wenn die Lüge kommt, dann ist es wie beim Tontauben schiessen. Dann kommt sie so und dann knallst du sie runter. Dann darfst du mal richtig rumknellern. Wenn die Lügen auftauchen in deinem Leben, ich muss es so viel Mal noch sagen, bis ich wahrscheinlich 65 bin, muss ich es immer und immer wieder sagen. Das ist eine Lüge. Ich bin wertvoll. Und dann das Dritte ist, vertraue Gottes Wort mehr als deinen Erlebnissen und als deinen Erfahrungen. Möchte ich dich herausfordern. Weil du bist dann in einem Kreislauf und hast so viele Wünsche, die dir nicht in Erfüllung gegangen sind. So Zeug, wo einfach nicht funktioniert und Gott komisch ist und du nicht weißt, warum. Und deine Erlebnisse sind nicht das, dass Gott gut ist. Und das ist ein Erlebnis, das stimmt, das ist so, das ist dir passiert, aber Gott ist trotzdem gut. Wenn ich das da jetzt so sage, ich weiss, das tut weh. Aber ich will trotzdem mehr im Wort Gottes vertrauen, als dem, was ich erlebt habe in meinem Leben. Gott ist gut, auch wenn ich keine Familie habe. Es hat 10 Jahre gebraucht, um das so in einem Satz zu sagen. Aber das ist möglich. Warum? Weil Gott gut ist und er die Herzen, die verletzten Herzen, die wir im Herren haben, eben auch heilt und verbindet. Er ist Gott, unser Heiler. Und darum fordere ich dich auf, Ja zu sagen, Nein zu sagen, zu lügen, Ja zu sagen zu Jesus. Und ich fordere dich auf, dein verletzte Herz Gott herzugeben. Weil ein verletztes Herz, das macht den Kreislauf von Vertrauen und Alltagsglauben sowas von kaputt. Und darum will ich dich da nochmal herausfordern und sagen, hey, heb dein Herz Gott her. Gib es ihm hier. Ich würde jetzt noch so eine Hand da zeichnen, wenn ich könnte. Oder? Dass dein Herz in die Hand nimmst und sagst, schau her, da sind meine Verletzungen, das sind meine schlechten Erfahrungen, wo ich nicht erlebt habe, dass du gut bist, wo ich nicht erlebt habe, dass du mein Versorger bist, wo ich nicht erlebt habe, dass du es gut meinst oder ein guter Vater wärst. Ich gebe es dir her, bitte. Heil es du. Und er wird eingreifen. Und all diese Sachen können wir in einem Gebet festmachen. Können wir nochmal in uns gehen, in der Zeit, die jetzt kommt, im Worship hinein. Wir können aber auch aufstehen, ins Gebetsteam hintergehen und sagen, jawohl, es ist gut. Oder wenn du sagst, hey, ich will nochmal das Abendmahl, ich will das nochmal erneuern, dass Jesus Christus meine Lasten trägt, dann gehe ich ins Abendmahl dort an den Tisch. Und da können wir unsere Stationen voll auskosten. In der kommenden Zeit. Und heute Morgen ist die Möglichkeit, ist eine Chance, können alte Wunden, ne? Vielleicht muss ich da noch so eine Wunde zeigen, oder? Wo so geneigt ist. Alte Wunden nochmal herheben. Oder Lügen nochmal so richtig beim Namen zu nennen und sie wegzuweisen aus unserem Leben. Oder zu sagen, jawohl, ab heute will ich wieder ein Leben mit Jesus führen, in diesem Kreislauf hinein. Ich will ihm vertrauen, er kommt in meinen Alltag und ich habe gute Erlebnisse, schreibe die auf und so weiter. Heute ist die Chance, wo wir das machen können. Darum kommen wir ja in Gottesdienst, dass mir etwas passiert in unserem Leben. Und da will ich euch herausfordern. Im Januar fordere ich euch heraus, das zu machen. Und jetzt, wenn wir zusammen aufstehen, ich will noch beten. Jesus Christus, wow. Da stehen wir. Wir stehen da, in unseren Herzen, so und so und so. Und wir heben sie dir her, ein Stück weit. Das eine Herz sagt Ja zu dir.
Das eine Herz ist verletzt und sagt da, ich sage gar nichts, da siehst du ja, was ist. Und die einen geben ihre Lügen her. Ich wünsche mir das so, dass wir in dem Sinn freier werden, dass unser Kreislauf wirklich geschmiert werden kann. Neu anfangen vielleicht oder geschmiert werden. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du durch die Reihe durchgehst und da einfach heilen tust oder verbinden tust. Dass wir beten füreinander, dass etwas aufbrechen kann. Danke Gott, dass du jedes Herz kennst und jedes Herz berührst.